So Freunde, es geht weiter immer heiter zurück bei Anno 1800. Ja, wir sind noch in Ibesa, aber nur ganz kurz, weil wir ja hier noch etwas abliefern müssen. Schnurerei beim Kaffeeklatsch von mir aus. Und dann geht es aber auch sofort zurück in die alte Welt. Guck mal hier einer an, was hier abgeht, hey. War schon 30.000. Nicht übel. Ich komme vielleicht auf Sie zurück. Schnauze. So. Ansonsten im Besa, wie wir wissen, noch ein bisschen Probleme mit den Wandteppichen. Und dann scheint es aufzugehen, das kannst du aber jederzeit ändern. Okay, egal. Kümmern wir uns später darum. Wir sind hier noch mit dem Wolkenkratzern beschäftigt. Den brauchen wir für Zelluloid, also für das nächste Gut, um das herzustellen überhaupt. Brauchen wir 15 Investoren auf Wolkenkratzer Stufe 2. So, Krankheit ist wieder hier. Schicke dich wieder mal los, um neue Waren zu holen, die wir sicher noch alle brauchen werden. Jo, da wird noch einiges zusammenkommen. So, und hier unten habe ich ja noch ein paar Häuser gebaut. Die sind hier noch am Einziehen. Das ist natürlich schön. Und irgendwann, irgendwie müssen wir sogar mal auf 4000 Gelehrte bringen. Lecco mio, hey. Wisst ihr was? Ich riskiere es einfach mal. Komm. Alles Gelehrtenhäuser hier, alter Schwede. So, momentan sind die daran. Nachher bauen wir die Dinger noch. Campuserweiterung. Okay, 5 Häuser hätte ich eigentlich noch. Also können wir es eigentlich sparen, aber egal. Lieber zu viel als zu wenig. Also auf 30.000 kommen wir sowieso gleich, da ist gar kein Problem. Und das alleine durch die Gelehrten, noch nicht von den Ältesten, hä? Ich meine, im Besa können wir auch noch ein bisschen was machen, aber ganz ehrlich, um die Punkte hier geht es momentan ja gar nicht mehr wirklich. Es geht mir vor allem wirklich darum, dass wir irgendwie den Gelehrten, sagen wir jetzt mal insgesamt wirklich auf 4.000 noch kommen, dann die Telefone zuschalten, dann hoffentlich auf die 7.000 kommen für den Funkturm noch. Also das Ziel ist ja auf diesem Let's Play immer noch, alles was halt irgendwie möglich ist zu erforschen, herzustellen, whatever, dass wir das halt auch machen. Das gleiche halt hier mit den Stufe 2 Häusern, ja. Sind aber kurz davor. Natürlich muss auch hier eben extrem aufpassen, plötzlich nicht die Materialien ausgehen oder die Güter. Wenn ich immer mehr und mehr Investoren habe. Deswegen stufe ich immer wieder andere normale Investorenhäuser runter, damit das eben nicht passieren kann oder sollte. Jedenfalls da muss ich halt dringend dann mal die Reißleine ziehen. So, machen wir das wieder. Ansonsten Diplomatie, ja, der ist jetzt auf 38 oben. Nahezu sicher. Ein skandalöses Angebot. Wow. Nahezu sicher ist skandalös. Okay, merken wir uns. Sie sind ein sehr vernünftig. Wir nehmen es. Ach ja, apropos die gute Anne. Ist mal irgendwie ein neues, kluges Schiff für uns? Nö. Immer der gleiche Shot. So, Freunde, wir sind bereits hier auf 30.000, das geht natürlich noch weiter. Aber dementsprechend, wenn wir uns hier mal angucken, was wir jetzt natürlich wieder machen könnten. Eine weitere Great Eastern liegt drin. Wird direkt hinzugefügt. Als nächstes Forschungskoffer, Bauen und Anlegestelle, und dann gar nicht mehr so wichtig. Herstellungsverfahren, ja, die schauen natürlich auch nicht. Ganz den Kaffee kann ich mir eigentlich mittlerweile ein bisschen sparen. Da wir mittlerweile auch ein bisschen Kaffee importieren. Aber da geht es ein bisschen darum, dass wir dann irgendwie den Kaffee aus der neuen Welt gar nicht mehr brauchen. Das wäre natürlich auch geil. Oder beziehungsweise den Kaffee der neuen Welt nur noch für die neue Welt selber produzieren. Oder für ein Beta zum Beispiel, oder sonst irgendwo, wo man es halt brauchen. Das wäre natürlich geil. So, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich irgendwie die ganzen Entwicklungen hier mal offscreen einfach mal abwarten soll.
Also seien wir ehrlich, viel passiert im Let's Play ja eigentlich momentan eh nicht mehr. Also wenn großartig in den Kriegsstatus geraten und so, ist auch eher unwahrscheinlich. Daher möglich wäre, warte mal. Mach doch hier. Ich hätte gern doch den Propeller davor mal noch. Muss ich zugeben. Warte mal, wenn ich schon dabei bin. Itementwicklung. Ja, ich hätte gerne noch ein paar mehr Propeller. $35.000 müssen wir auch gleich haben, oder? Die Liste wird länger und länger. Aber das ist cool, dass sie das hinzugefügt haben, die Warteschlange. Damit hatte ich ursprünglich nicht gerechnet. Generell ist es natürlich cool, dass man immer wieder neue Features hinzufügt. Jetzt wie im aktuellen Fall halt auf dem Season Pass her. Dass auch gesagt haben, hey, es gibt noch einen weiteren Season Pass, weil das Spiel einfach so gut auch funktioniert, gut läuft. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Und ja, ich könnte mir sogar, ebenso wie es momentan ein bisschen auch aussieht, vorstellen, Freunde, dass wir demnächst mal, hier ganz kurz die Waren, dass wir vielleicht demnächst auch mal eine kleine Pause machen von Anno 1800. Bis zum Release halt des nächsten Season Passes. Also natürlich vorausgesetzt, ich habe bis dahin das mit den Wolkenkratzern durch und so. Und M-Besa vielleicht auch schon, oder ich mache das dann parallel. Also quasi M-Besa optimieren plus eben die neuen DLCs dann. Also da muss man mal gucken. Weil eben im Verlauf dieses Jahres, also wir sprechen hier vom Jahr 2022, werden da eben noch weiter DLCs vom 4. Season Pass hinzukommen. Und deswegen, großartige Pause wird es sicher nicht geben, aber vielleicht ein bisschen oder so. Mal gucken. Was haben wir sonst noch so Schönes? Hier haben wir das flotte Bier. Ich habe offenbar hier noch nichts, was wir irgendwie jetzt hier hinzufügen könnten. Wobei beim Brot, das wir jetzt vielleicht denken können. Ne, ist halt noch zu wenig. Was man hier schon irgendwie dazu packen könnte. Sekt. Ja, in meinem Sekt habe ich echt schon überlegt, ob ich mal die zweite mal anstellen soll, die zweite Produktion. Trauben, ja, also geht auch ein bisschen runter. Also ja, hat auch da einen gewissen Verbrauch und der muss ja nichts irgendwie provozieren, versteht ihr? Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, warte mal, habe ich schon irgendwie was Neues, was ich hier bauen könnte? Nee. Vollkühlschiff, später sicher, momentan warte ich mal noch. Ach, hier, oh, Schlachtkreuzer. Ja, der Schlachtkreuzer, mit dem ziehen wir in die Schlacht. Ein paar Bretter schaden auch nie. Gut, dann. Da haben wir auch schon mal ein bisschen was gemacht. Was natürlich dann etwas ist, was er ganz irgendwann, vielleicht am Schluss des Let's Plays mal machen muss, es hier alles optimieren. Also irgendwie einen eisernen Turm in die Mitte. Vielleicht direkt in die Weltausstellung, den vielleicht irgendwie ein bisschen zentraler gestellt und so. Ich meine, ich habe ja schon einiges optimiert damals, aber das war noch vor dem Bau vom eisernen Turm unter anderem. Oder hier dem wo ist jetzt überhaupt? Hier, der Einkaufspassage. Oder Kaufhaus von mir aus. Also irgendwie ein Palast vielleicht irgendwie besser in die Mitte stellt und so. Und die Uni, gut, die könnte gut irgendwie dann hier draußen sein. Abseits von allem. Und die Hotels vielleicht doch ein bisschen näher an der City. Weil aktuell so, ja. Sag es mal, geht, wa? Das sind alles Dinge, die man alles noch ein bisschen optimieren könnte. Skyline Tower, da finde ich irgendwie auch so das Bedürfnis nach Sehenswürdigkeiten. Sie haben Bedürfnis nach Skyline Tower, aber ich kann ihn gar nicht bauen. Ich sehe nicht, wo der ist. Ich habe so viel, aber einen verdammten Skyline Tower habe ich nicht. Hier, Souvenir. Das hier, war genau. Bei 2000. Ja, kann man dann auch schon mal einen Angriff nehmen oder sich mal angucken. Eben. Kann ich gar nicht hier bauen.
Ja, das Grand Hotel, Gelehrtenhaus, ist alles richtig. Einrichtungshaus, das ist auch lustig, Meine hey. Tochter mag sie nicht. Sturmstufe 3. Irgendwann hier hinkommen. Touristen, da muss eigentlich hier drin sein. Hier! Nee, das heißt ein Turm. Seht ihr aber sogar hier fehlt das Skyline Tower. Ja, theoretisch könnte noch mit Museum, Botanik noch ein bisschen besser sein. Zoo auch noch. Speicherstadt ist schon mal cool. Palast sind sehr zufrieden, Weltausstellung sowieso. Dass man die noch ein bisschen höher kriegt. Das hier, da hier sind sie zufrieden, wa? Hat sich mit der Nähe zu tun. Oh, ihnen müssen natürlich auch ein bisschen näher die ganzen Hotels platzieren. Ja, das wird eine Herkulesaufgabe, hey. Wenn ich alle Häusergebäude mal gebaut habe, das betrifft natürlich auch irgendwie hier den Radioturm und den Funkturm. Dann alles hier mal neu zu ordnen, sich Gedanken zu machen, wo könnte man was platzieren und so. Sie haben Format. Und davor habe ich jetzt schon mal Angst, Freunde. Davor habe ich Angst. Genauso wie jetzt zum Beispiel das hier zu bauen. Oh, keine Fahrstühle mehr. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also war irgendwie logisch, aber damit gerechnet, dass es jetzt schon soweit ist. Okay. Dann gucken wir mal. Fahrstühle habe ich extra... Ja, wir haben natürlich hier nichts mehr verfügbar. Das passt zwar soweit. Okay, dann schalte ich euch mal wieder live. Zurück an die Maschinen. Dafür gehen die jetzt mal wieder offline. Hier fehlen Waren, hier fehlt mal Zucker. Ja, Zucker müssen wir noch ausbauen, weil Zucker ist halt das Problem, da kann ich machen, was ich will. Ich kann es nicht importieren im Sinne von hier, von Import-Export. Das geht mit dem Zucker ja leider nicht. Bei eigentlich, wenn man guckt, Versorgung, Verbrauch ist ja eigentlich schon super. Ja, ist halt die Frage, lohnt es jetzt mal ganz kurz neue Welt zu gucken? Ob ich hier irgendwo zu viel Zucker habe? Zu viel ist übertrieben. Warte mal. Die Logik dahinter. Import, Export, also unseren, den wir hier machen. MPs machen nur das hier, Alter. Krasse Scheiße. Der ist nur dafür zuständig. Der macht nur das. Der macht nur mit dem Kaugummi. Wir aktuell gar nichts mehr haben, okay. Dann war er eben hier, hoffe zumindest, sonst habe ich ein Problem. Ja gut, ich habe natürlich nur 3 mit, aber... Kann es natürlich überlegen, also man es hier mal ein bisschen erhöht und guckt, ob es dann besser funktioniert. So, neue Welt generell. Habe ich denn hier auch einen Austausch mit Zucker? Ja, natürlich. Vielleicht ist zu viel, vielleicht auch zu wenig, weil ich hole mir natürlich von da auch die Schokolade. Oder auch nicht. Hallo? Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Wir haben keinen Platz. Mon Dieu! Die Schokoladenfabrik habe ich hier, da habe ich das Ganze ein bisschen umgestellt, genau. Okay, gut, dann passt es sowieso, weil eben ich brauche hier gar kein, oder nicht zu viel Zucker in dem Sinne. Zucker, klar, der wird hier produziert, weil es am besten ist, wegen Rohstoffen und so. Aber wird hier rüber geschickt, um wiederum verarbeitet zu werden, aber auch damit ich es halt dann weiterschicken kann in die alte Welt. Okay, passt soweit.
Dann Fahrstühle. Ihre Zustimmung ist mir nun, das ist viel. Huch, oh. Ich habe gemerkt, dass ich noch so viel hatte. Ups. Ah, das Spiel speichert gerade automatisch. Ich dachte gerade, hey, wieso kratzt gerade das Spiel ab? Alles anhalten. Aber nee, tut sie gar nicht. So, also Zug ist unterwegs, Freunde. Das passt soweit. Dann kannst du mal hier den Dingern gucken, dass wir da jetzt irgendwie noch das hinkriegen. Da haben wir schon mal Stufe 2, das ist gut. Das heißt, 2 Häuser fehlen noch. Und zwar der hier und der da. Oder die beiden alternativ. Interessant, dass der gewöhnliches Panorama hat. Der gar kein Panorama. Wie gerufen. Eigentlich wollte ich mir gerade einen Nachmittagstrunk auf dem Dach gönnen, aber jetzt, da Sie gekommen sind, können wir es auch eine Sitzung nennen. Faszinierend. Jetzt sind wieder 4 Stück. Gut, ich meine, die kann ich natürlich auch generell einfach mal hoch upgraden und dann wieder zurückstufen. Weil ich brauche es nur zum Freischalten. Für mehr brauche ich es ja nicht, Freunde der Nacht. So. Also nochmal, der ist ja Stufe 1, der auch Stufe 1, deswegen hatte der gar kein Panorama. Ja gut. Kümmern wir uns später darum. Jetzt ist mir Zeit, das abzugraden. Wo es natürlich möglich ist, wa? Hier war es plötzlich nicht mehr möglich. Warum überhaupt? Meine Investitionen so profitabel sind. Ich habe 2 Ah, jetzt sind noch ein, okay. Regel 1. Deswegen. Verliere niemals Geld. Regel 2. Befolge immer Regel 1. So. Was? Oh, es fehlt noch wieder eins. Jetzt fehlen die Fenster. Ich krieg einen Kollaps, ey. Alter. Bloß hier überhaupt noch Fenster? Gar mal so genug. So, da bin ich gespannt, wie das aussehen soll, ey. Die Stadt selber sieht ja soweit schon cool aus, aber ich habe trotzdem Angst, was hier den Verbrauch betrifft. Da habe ich echt Schiss, und das plötzlich um die Ohren fliegt irgendwann. Nachfrage, Versorgung, yeah, geil. Gut, ich habe einen Import. Nicht vergessen. Nachfrage, Kaugummis, ey, das muss buggy sein, dass es gar nicht angezeigt wird. Kann gar nicht anders sein. Nähmaschinenengpass, ja, davon haben wir schon mal gehört. Davon habe ich gehört. So, Freunde, und dann würde ich glaube ich sogar sagen, machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Zum einen, weil sowieso sonst generell die Folgen immer so lang sind von Anno, aber auch weil wir sonst immer sehr lange Folgen der anderen Let's Plays haben. Und ab und zu mal eine kürzere Folge kann nicht schaden, vor allem weil ich das Gefühl habe, dass hier gerade alles sehr stark ruckelt. Die Menschen lassen sie hochleben. Und wir uns auch in der nächsten Folge wirklich wieder um die alte Welt kümmern dürfen. Yeah, die neue Welt, Entschuldigung. So, jetzt aber. Neue Gebäude freigeschaltet, Dankeschön, Kekse. Das sieht doch nicht aus wie Kekse. Da ist nur du mit gemeint, war Aufträge. Das ist ne Keks- und Schreibmaschinen. Was? Ingenieure, Stufe 3, der Investorenstufe. Investoren geht auf Stufe 4 hoch? Ach du Scheiße. Okay, vergesst das mit der Pause, das wird noch Ewigkeiten dauern. Normale Kekse zum Essen, okay. Weil das sieht irgendwie so mechanisch oder so irgendwie aus, ganz creepy.
Also Talgmehl ist gar kein Problem auf der Insel. Zitrusfrüchte müssen wir auch haben. So können sie sogar schon machen, krass. Was macht denn der Pinsel? Ah, geht ja gar nicht. Du, du, du. Gut, ich brauche eh mehrere Fertigungsstraßen. Das sehen wir jetzt gerade sehr gut. Wird bedeuten, ich könnte hier eigentlich auch mal das Ganze endlich mal nach unten schieben. Wenn wir ganz ehrlich sind, könnte ich eigentlich sogar das Ganze mal produktiver machen. Mann, weil die beiden sind sowieso immer nur inaktiv. So. Machen wir es hier nämlich so. Zack. Zack, gebums. Sehen Sie meine Großmut? Ja, ich gebe Ihnen Arbeit. Lassen Sie mich nicht Schnauze. So, dann baue ich den mal dahin. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen lustiger. Wir können davon ausgehen, dass wir 3 Fertigungsstraßen brauchen. Also generell auf mal 3. So. Der war ja für das Ding. Dann machen wir den auch mal. Der wäre... Nee, du bist nicht für das. Du wärst dann für die Kekse. Genau, also Talg, Mehl, Zitrusfrüchte. Was wir alles haben, also können wir alles schon mal produzieren. Das dürfte gar kein Problem sein. Cognac, ach du Scheiße. Ethanol. Was? Aus Holz und Mais machen die Ethanol... Ich will es gar nicht wissen. Okay, das ist Chemiefabrik, gut. Das ist auch Chemiefabrik, das geht... Oh yeah, oh nee. Also, aber zumindest mal die Kekse, die würden theoretisch schon mal gehen. Die Frage, die mir gerade stelle, ist, brauchen die überhaupt Kekse selber? Ja doch. Also, die Investoren brauchen eigentlich nur Kekse, damit sie zufrieden sind. Wie war das überhaupt? Dieser Wolkenkratzer erfreut sich eines Zustroms an großen Geistern. Einrichtungshaus. Jetzt haben die Ingenieure noch ein anderes Haus als die Investoren. Alter, ich kotze im Strahl. So. Hier hätten wir theoretisch die zweite Chemiefabrik. Die aber nicht das macht, sondern was anderes. Ethanol, ja, schön. Nee, Formel hier. Was brauchen wir? Baumwolle? Kampfer? Oh nein! Oh, leg mich am Arsch. Ja, nee. Och nö. Ich wage nicht einmal davon zu träumen, was wir alles erreichen können. Eine Chemiefabrik muss ich selber braucht Waren, die sie selber herstellt. Ja, schönen guten Nacht, hey. Hey, eine Baumwollplantage kriege ich hin, da ist kein Problem. Kann ich einfach von hier aus von anderen Inseln importieren, fertig. Kampfer wird ein Problem, kann ich hoffentlich auch von hier aus irgendwie herstellen, wird auch schwierig. Vorsicht, Reffe, mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Schnauze.
Ja, eventuell. Kampfer da bauen muss, um ihn so hier hinzuschippern. Also das heißt, das Teil hier wird gar nicht das herstellen, sondern eigentlich muss ich Ethanol herstellen. Dann wird es wohl noch ganz creepy. Eigentlich brauche ich hier nochmal ein Gebäude. Was aber gerade mal in die Rente schicke. Oder um es besser auszudrücken. Warte mal. So, eigentlich haben wir das Gebäude hier, was die Kaugummis herstellt. Das hier, was von der Formelsammlung her Ethanol herstellt. Welches wir wiederum für das hier brauchen. Also nicht für noch mehr Ethanol, sondern natürlich für das Zelluloid. Schön. Natürlich immer die Frage, wie viel Kampf brauche ich überhaupt dafür, war? Also irgendwie Verhältnis 1:1:1, reicht das oder reicht es nicht? Ethanol, Baumwolle und Kampf von daraus ein Zelluloid machen. Mhm. So sehen wir aus, Freunde. Gottes Willen, ey. So, warte mal. Die Dinge habe ich jetzt eigentlich richtig ausgewählt, wa? Ja, ein bisschen was von der Optik ändert sich ja auch. Also. Freunde, die Folge ist vorbei. Ich sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Und nächste Folge werden wir hier mit der Chemiefabrik in der neuen Welt viel Spaß haben. Hier Zelluloid herzustellen. Und hier sind wir bereits beim Ding. Hier ist Ethanol. Oh Gott, ich ertränke mich jetzt bald darin. Alter. Ich hoffe nur, wir kommen in der neuen Welt mit den Inseln, die wir aktuell haben, aus. Dass man eine Größe fügen, dass das nicht funktionieren wird, weil... Da habe ich ein Riesenproblem. Warte mal. Chemingang, da oben steht's ja. Also gerade herstellen, also in dem Fall der Kaugummi. Wie muss ich den eigentlich noch umstellen, wa? Damit es auf die Straße hin zeigt. Plastik. Klar, in der heutigen Welt ist natürlich sehr geil, wenn man Plastik herstellt. Mhm. Das kommt gut. Ab und zu, ja, aber ich mag es lieber frisch, natürlich. Ethanol, Freunde! Wir stellen Ethanol her, ist überhaupt nicht gefährlich oder so. Nee, mach das Holz und Mais. Aus Holz und Mais machst du Ethanol. Leck mir doch am Arsch, ey. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.